Es stellt sich außer, dass der Mike im Netz gar nichts gewonnen hat und sein Bub schaut auch durch die Finger. Der Martin möchte zum Purzeltag von seinem preußischen Enkel wieder als großer Zauberer auftreten und lässt sich vor einem Profi etliche Tricks und Schlich beibringen. Zuerst beim Trainieren spart er sich unversehens ein und dann Alena befreien. Aber nachher, bei der Aufführung, legt er eine großartige Glanznummer hin. Der Chris hat mit der Kathi einen Auftritt im Radio und der Sarah stinkt recht, weil er ihr nichts mehr will. Und ihm stinkt recht, weil sie ihm nichts mehr will. Der Rolli und der Gerstl möchten einen Vortrag halten über den Naturschutz. Und damit dass er nicht gar so lätschert wird, sollen Zuhörer dabei einen Larifari aufführen. Und der Flori und die Rosi sollen das zur Probe einmal versuchen. Die haben aber nicht extra erbaut davon. Fanny weichelt mit der Uschi in einer Geheimsprache. Und der Hubert kommt mit der Zeit dahinter, wie das geht. Und versucht's auch und haut aber einen Fehler rein und sagt zu der Fanny, dass ihre Tutten gut stehen. Danach entschuldigt er sich bei ihr mit einer Schachtel Praliner. Ein Gregor, sein preußischer Stiefsohn, ist hinter ein Weiberts her und der Gerstl vom Maßels ihm. Das zahlt er ihm zurück und bohrt ihm in sein Standel Löcher rein, die wo er so ausschauen, als wie wenn der Holzwurm da drin hauset. Drum sagt der Gerstl nachher, wegen ein Holzwurm, die jungen Leute einer Halloween-Gaudi ab. Glansinger schmeißen der paar Dutzend gestingerte Ohr auf den Hummel sein Schäsen. Und auf das aufe blärt das Bärli recht zintig auf dem Dorfplatz umeinander. Wie der Landrat nachher wieder aus dem Spital rauskommt, schreibt ihm das Bärli einen Brief, wo er sich entschuldigen möchte. Weil aber jetzt der Landrat für den Rest von seinem Leben auf den rechten Ohrwaschel gedauert ist, zerreißt er ihm den Brief vor seine Augen und sucht sich einen extra scharfen Apfikaten aus Minger, so dass das Bärli wohl an die 50.000 Euro blechen muss. Für das muss er bei der Sparkasse Schulden aufnehmen und das Hummel muss mit seinem Hof für ihn bürgen. Aber das mag er nicht.